dass eigentlich mein Gegner das Einseitige herbeiführt. Ich will gar nicht einseitig fassen. Die Petra fasst, er fasst normal wieder, die Petra taucht unten durch. Nur mal, weil jeder immer schreit, der ist durchtaucht. Ja. Das erste Mal durchtauchen gibt es keine Strafe. Ja. Das war immer schon so, da hat sich überhaupt nichts geändert. Wenn der einmal durchtaucht, gibt es keine Strafe mehr. Beim zweiten Mal sollte natürlich der Kampfrichter das sehen und sollte hergehen, Matte geben und Shido geben, bei dem was durchtaucht. Ja, aber was leider. Entschuldigung, aber gerade bei der Situation sehe ich es zu 90%, dass derjenige, der den Griff beibehält, jetzt für einseitig eine Strafe kriegt. Du hast mir auswählen lassen. Genau das will ich jetzt sagen. Aber was leider passiert ist so, der taucht durch, der Kampfrichter Anders ist nicht wieder entschieden, weil er, ich weiß nicht, er kennt das nicht, oder traut er sich die Strafe nicht geben, das weiß ich nicht, ich kann mir nicht in jeden einfügen. Ja. So, tauchst du durch. So, er geht natürlich 2, 3 Schritte, Matte, Shido. Natürlich verkehrt. Ja, der kommt eigentlich dann zum Handkuss. Und dann ist natürlich, wenn es dann zum, ich spreche selber mit meinen Kollegen und sage dann, das war eigentlich ein Shido-Fest. Ja, aber der andere hätte ja eine Möglichkeit, er kann eingehen. Wir können nicht entscheiden. Entweder der hat eine verbotene Handlung gemacht, dann ist es sofort zum Ahnden. Ja. Und nicht hergehen. Natürlich kann es da auch passieren, wenn es der Pech hast in dem Moment, wo du Mathe sagst, macht der andere natürlich dann einen Eingang, dann ist wieder das, dann schreit natürlich der draußen wieder, weil du in Urweine gesagt hast, Mathe. Also es ist irgendwie kompliziert, im richtigen Moment das richtige Timing zu finden. Ja. Aber richtig wäre, die Petra mit Shido zu bestrafen, weil sie ein zweites Mal durchtaucht ist. Und nicht warten, bis der andere vielleicht einen Eingang macht. Ja. So lernen wir das eigentlich unsere Kampfrichter, dass natürlich nicht immer Hand gehabt wird, kann nicht für jeden hinstellen und den Kopf nehmen. Das ist aber, dass man das Erste vielleicht nicht bestraft, aber mit Mathe unterbricht. Also sonst kriege ich in dem Fall jetzt das Shido, ne? Genau. Es ist so. Eine taktische Geschichte. So, folgende Sache ist, weil du sagst Mathe, ja, eigentlich ist so, der Kampfrichter soll dann mit Mathe unterbrechen, wenn entweder zu bestrafen ist, entweder keine Aussicht auf den Kampf ist, dass er weitergeht, oder eine Gefahr in Verzug ist. Ja. Zum Beispiel der Kimmer ist ganz heraus und ich sehe, naja, beim nächsten Eingang geht er den nicht werfen, wer er Kontakt hat. Ja. Jetzt, er kann hergehen Mathe sagen, ja, aber es wird keiner wissen, warum der Mathe sagt. Ja. Der Trainer wird daraus das so sagen, ja, ich habe eigentlich mit dem Mathe dir die Chance genommen, du hast das, eigentlich hast du einen super Griff einseitig, wenn du was machst. Ja? So, dann machen wir das, durchtauchen. So, ja, das ist natürlich kein Durchtauchen in dem Sinn, wie wir das verstehen. Nur mal den Unterschied. So, sie taucht durch und macht sofort eine Technik. Das sehen wir als eine Art, ich tauche durch, dass ich eine Vorbereitung mache. Für die Technik, dass ich hinkomme, zum Beispiel Ossotogare oder was, ja, wenn der größer ist. Ja. Durchtauchen ist nur das, wenn sie halt, ich tauche durch und mache nichts. Ja. Sobald ich das Gleiche, wenn ich jetzt durchtauche und eine Technik mache, dann ist das erlaubt. Und das ist eben auch die Kleinigkeiten, diese Sachen, wo ich jetzt ja sage, was ja mir einfach praktisch auch bei den Kursen über diese Regeln lernen, das was viele Trainer ja nicht wissen. Ja? Weil Marania, du beidest jetzt den Kopf. Nur mal, ja, sag jetzt deine Meinung zu dem. Nein, ich habe nur, das habe ich Bist du glücklich mit der Meinung, wenn ich durchtauche und eine Technik mache, dass es erlaubt ist? Beim ersten Mal durchtauchen, kriege ich kein Shido. Ja. Und was dann mit Griffe ist, dann einseitig? Das Einseitige, und das ist der Vorteil, wenn andere nichts tun. Dann passiert, dass der andere praktisch das ist das Negative dran, wo ich sage, wenn er bei der ersten Mal nicht gleich Shido nur einfach, ich sage, du wirst irgendwie einem Kämpfer zugestehen, ja, dass er unbewusst bei der ersten Mal unbewusst durchtaucht.
Ein zweites Mal wäre das, was sie unbewusst machen. Dann hat er schon irgendwie eine Vorstellung, dass er sich was eigentlich dabei denkt.